Servus, da bin ich nochmal richtig hin, pass auf. Und zwar, ich habe mich jetzt entschieden, welchen Gockel. Mal kurz die Zwischenmeldung. Und zwar, ich habe jetzt den kleinen, ich behalte den kleinen da. Das ist ja der Zweiggockel da, vom Seidenhuhn. Der hat jetzt die Woche da angefangen mit dem Krähen da. Und der Herbert, den habe ich jetzt nie weggeguckt, zu meinem Kumpel da. Aber ich guck mal die Woche. Da frage ich mal mein Bruder da, ob er mal Zeit hat, dass man schlachten, der Herbert. Jetzt habe ich mich für den Zweiggockel doch entschieden, weil das einfach besser. Da ist er, der hat jetzt vor so einer Woche oder so, ja, so vor einer knappen Woche, hat er jetzt angefangen mit dem Krähen. Ach, da haben wir ihn eben gehört, wie er gekräht hat. Da ist er erwacht. Achtung, gleich bleibt er nochmal rum vielleicht. Da ist er, der Zweiggockel, das ist der vom Seidenhuhn. Der hat auch den Erbsenkamm auch. Der ist jetzt auch größer geworden, also der Erbsenkamm auch. Da der Kamm, der Erbsenkamm, guck. Und der hat jetzt vor einer Woche da angefangen mit dem Krähen auch. Und das ist brutal. Dann habe ich gestern ihn wieder nie weggeholt und habe ich nie weggeguckt, weil das hat keinen Wert gehabt. Habe ich nie weggesetzt, weil es keinen Wert mehr gehabt hat. Und da ist er, der ist richtig lieb und alles. Und dann habe ich Louis genannt, der heißt jetzt Louis. Und ja, das ist brutal. Und es klappt auch viel besser auch mit dem Tristan auch. Die Hen, gestern ist der Tristan eskaliert, aber die haben jetzt sich auch dann anscheinend auch gleich aufgeteilt, also wo jeder so hinein hat. Quasi der Louis, der kleine Louis, der läuft jetzt immer da mit dem Zwergs und Heimer rum und alles da mit den zwei oder mit den drei Zwergs und Heimer da und alles da und mit der Seite hin da läuft rum der Louis. Und der Tristan, der bleibt eher da bei denen da, bei der Blume hin und bei denen da, bei der Grünleger da und bei denen zwei Blumen hin da, bei dem und bei dem anderen Viech. Das hat jetzt auch das jüngere Blumenhuhn, das hat jetzt auch angefangen mit Eierlöcher. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. Jetzt können wir mal gucken. Ah ja, da, die Tuppe da, die Weiße, die werden jetzt auch immer intensiver auch. Also ich denke ich 2 Monate, müsste so weit sein, dass es auch so aussieht wie das andere, weil das ja noch ein bisschen jünger ist. Aber ja, da ist der Louis, guck. Und da ist der Tristan, guck, die sind jetzt beisammen. Und das klappt super, guck. Aber die haben jetzt auch sich aufgeteilt, da ist das Amrock. Und da ist der Tristan, guck. Und da ist der Louis, da hinten, da ist der Louis. Und da rennt das schwarze Viech rum, das schwarze Huhn. Ah, dem geht es auch wieder besser da. Das rennt rum und ja. Gell? Ah ja, jetzt trinkt's mal. Und da ist der Louis, guck. Da ist der Louis und der ist auch richtig lieb, der Louis und alles. Gut, gestern, da ist er mal auf mich, guck mal, da macht er den Hahnentanz wieder, guck. Da macht er gleich den Hahnentanz. Aber vom Ding her ist der auch richtig so ungefähr so vom Charakter her, ist er auch so wie der Tristan auch. So auch ganz ruhig und alles und nicht so hibbelig wie der andere. Wie der Herbert, weißt du was ich meine? Gut, der Herbert, der kommt jetzt wollte ich demnächst schlachten da. Wie gesagt, ich habe nie weggeguckt zu meinem Kumpel da, weil es einfach nicht mitgegangen ist. Da frage ich jetzt mal. Die Woche hat er nicht geschlacht, mein Bruder mal, ob er Zeit hat. Dann wird er geschlachtet, der Herbert. Dann kommt er weg, fertig. Weil Trivet, das hat auch keinen Wert. Da rennt er auch rum und das hat keinen Wert. Und dann habe ich mich lieber für den Louis entschieden, da für den Louis. Weil der ist, von der Größe, der ist genauso groß wie der Tristan und das klappt perfekt. Gut, gestern ist der Tristan wohl ausgerascht und ist die ganze Zeit hinten nachgegangen. Aber seit heute haben die ihre Rangordnung auch geklärt, die zwei. Und es klappt super auch. Louis. Okay, nochmal Louis. Der will jetzt nicht, egal. Aber vorhin hat er ja gekräht, der Louis, da haben wir ihn ja gehört. Am Anfang vom Video haben wir ihn ja gehört, der Louis. Wie er gekräht hat. Guck mal, da ist er.
ist brutal. Das ist brutal. Ah ja, ich muss gucken, ich muss noch Ding holen. Morgen vielleicht muss ich noch wieder Pellets holen, weil ich habe keine Pellets mehr. Ich habe dann vorhin die letzten Pellets neu gemacht, aber also die Legepellets da, aber ich habe keine mehr. Ich habe leider keine mehr, aber ja. Gucken wir mal, oh, da sind Eier. Ja, da ist eins. Da grünes, guck, da ist so grünes. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da sieht man es, da so grünes. Da hinten ist da ein Ei, nicht, das ist kein Ei. Und da sind noch 2 Eier. Und ja, haben die noch Wasser da, die? Haben die noch Wasser da, die holen wir aus. Ah ja, die haben noch das lang. Wie gesagt, das klappt auch gut mit dem Tristan und alles. Klappt viel besser jetzt auch. Weißt, weil die sind auch größer, weißt. Und da hat der Tristan auch gleich gezeigt, dass der Chef ist und alles. Und ja, das klappt super mit den 2. No, jetzt kräht der Tristan da rum, jetzt kräht der Tristan rum und alles. Jetzt kräht der Tristan rum, guck. Kräht da der Tristan. Gut, der Louis, der kräht jetzt nur ab und zu mal. Aber gut, da am Anfang vom Video hat er wohl gekräht, der Louis. Wie gesagt, da sind sie, guck. Da ist das Schwarze. Da guck, dem geht's auch wieder besser da. Bisschen. Mit dem anderen braunen Seidenhuhn, guck da, die 2. Wie gesagt, dem geht's auch wieder ein bisschen besser da. Weil ich nehme das immer so einmal in der Woche und du's mit, wie heißt das Zeug? Wie heißt das Zeug? Pinementol oder was da? Durch so die fettere Euschmiere ein bisschen beim schwarzen Huhn, weil anscheinend irgendwie die Kinder das nicht riechen da, den Geruch da, die Hühner, die Kinder das nicht haben, den Geruch. Und dann durch das Schwarze immer da mit Euschmiere halt, ein bisschen, so auf der Ricke und da vorne immer ein bisschen und anscheinend die anderen Hühner können das nicht haben, den Geruch anscheinend und dann lassen sie es auch in Ruhe, weißt, dann gehen sie nicht aufs schwarze Huhn los. Deswegen, aber soweit, dann geht's gut soweit. Jetzt blättert Tristan wieder ein bisschen rum. Und gleich blättert locker wieder der Louis. Aber der Louis, ich sag mal so, der Louis, der ist. Oh, warte, jetzt guckt er da, jetzt guckt er ein bisschen, der Louis. Aber ich gesagt, der Louis da hinten, der Louis, der ist, sag ich mal, nicht ganz so verkehrt wie der Tristan, sag ich mal. Hoffentlich, ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ich denke so mal. Aber so vom Charakter her ist der genau wie der Tristan. Gut, ab und zu wird er mal ein bisschen aggro, aber so ab und zu mal, wo er mal angerannt kommt und hupst dem ans Bein. Aber das ist ja nicht schlimm, das tut ja nicht weh, weil der hat ja die Fette an der Fies. Und dann da merkst du die Kralle nicht so arg. Deswegen also es tut nicht so, ist nicht so brutal wie beim Herbert, sag ich mal. Aber ja, das ist, solange es nur ab und zu ist. Aber dann, mir egal, aber dann behalte ich den Louis, da behalte ich jetzt den Louis. Also das gibt den Nachfolger von Tristan, der Louis. Also der Louis gibt den Nachfolger von Tristan. Gucken wir mal, welche der Eier, da sind Eier, das habe ich ja schon gesagt vorhin. Ja, da sind 3 Eier, guck. Wie sieht es denn da aus? Oh Jesus, ne, das langt noch, wann ich neue mache. Die sieht dann wieder sauber. Guck mal, da habe ich jetzt die Woche ausgemischt und habe frisches Haar neu gemacht. Guck mal, das ist schon wieder alles zusammengetrampelt und wieder dreckig und alles von der Fies und alles, weil es halt gerechnet hat jetzt. Aber ja, wie gesagt, denen geht's gut soweit und es klappt auch gut, so wie es aussieht. Mit denen 2, das klappt viel besser wie mit dem Herbert. Aber ja, gucken wir mal, ne? Das war's mal wieder, also so gerade die Zwischenmeldung da, nur kurz. Also jetzt habe ich da, oh, guck mal, da, guck da. Da hinten ist er, guck, der Louis. Der Louis, guck. Also das klappt auch viel besser. Aber ich denke, das bleibt so. Ich denke, das wird so bleiben. Weil innerhalb von einem Tag haben die jetzt die Rangordnung auch ausgemacht. Und jetzt hat jeder sein Hühner. Und weil der Louis, der
Da merkt man auch, dass der auch ein bisschen auch den Charakter vom Seidehuhn mit dabei hat. Wahrscheinlich. Weil er auch so ruhig ist. Ab und zu, wenn er sich erschrickt oder was, dann kommt er mal gerannt und hupst dem ans Bein, aber das tut nicht weh. Das ist ja harmlos, im Gegensatz zum Herbert. Weißt du, was ich meine? Deswegen aber halte ich lieber den Louis. Also das gibt dann den Nachfolger auch von Tristan, den Louis. Ja, hopp, das war's mit dann, ne? Wie gesagt, da muss ich jetzt morgen oder was, fahre ich mal in der Reif Eisen. Und morgen Mittag oder was. Und hol wieder Pellets, weil ich keine Pellets mehr hab. Da, das ist ein leer, Junge. Aber da gucken wir mal dann morgen. Hopp, das war's mit dann, ne? Denen geht's halt gut, ne? Ja, hopp, alle. Servus.